Bei der heutigen Folge hat es leider nur einer von den beiden Typen geschafft, sein Mikro richtig anzuschließen, und zwar der Mike. Ja, tatsächlich, der Corby hat sein Mikro anscheinend irgendwo gehabt, bloß halt nicht da, wo es eigentlich hätte sein sollen. Und deswegen ein kleiner Tipp. Stellt sich das so vor, wie der Mike gerade auf der Couch sitzt und mit der Schnur spielt vom Telefon und mit dem Corby über The Off-Season redet. Daher viel Spaß bei Viva la Movilusion. So, Servus und Habidere zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast. Und weil es gerade so schön zu unserem Thema heute passt, es ist nicht tot, das ewig liegt, bis dass die Zeit den Tod besiegt. Corby, Habidere, wie geht's dir denn? Ja, hi, wow. Ich habe gedacht, du machst jetzt irgendeine Überleitung, dass ja jetzt Frühling beginnt und der April steht vor der Tür und deswegen hättest du dann gesagt, Niemals. das passt doch so gut, da reden wir doch, ich glaube, über Off-Season. Ach so, meinst du, nein, weil wir über Lovecraft reden und ich glaube, dass das so ziemlich eins von seinen berühmtesten Zitate ist. Und deswegen habe ich das jetzt da noch mit reingehauen, weil so mit schöner Wetter haben wir es momentan nicht so. Also ist ja nur Wind und Regen und Scheißdreck. Ja, Und dann schauen wir uns dafür gemütliche Filme an. ja, stimmt. Wie zum Beispiel Off-Season von Off-Season. Mickey Keating, Genau. wo wir ja eigentlich auch schon mal drüber geredet haben in unserem Podcast, und zwar im Rahmen vom letzten Hardline. Wobei, da muss man Richtig. jetzt aufpassen, was wir da sagen. Wir nehmen jetzt gerade noch vorm Hardline 2023 auf. Wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, waren wir das schon. Genau. Das heißt, wenn wir jetzt vom letzten Hardline reden, reden wir vom Hardline 2022. Stimmt, das ist fast schon wie bei Zurück in die Zukunft. Das ist total irre. Also wahrscheinlich platzen gerade einige Köpfe von unseren Hörern, wenn die versuchen, dem zu folgen. Aber ein bisschen ein Schwund ist immer dabei. Das stimmt. Aber ich leite jetzt einfach schnell um wegen dem Hardline. Und zwar ist ja doch oft so, ich habe schon öfter gesagt, da laufen ja oft diverse Perlen, die dann leider in der Versenkung verschwinden, weil es eben keinen Verleih finden. Und dieser Off-Season ist ja schon von 2021 und kommt aber jetzt endlich und tatsächlich über Pandastorm Pictures raus mit einer wunderbaren deutschen Synchro. Und wie ich das gehört habe, da war ich voll der Freude, weil ja, der Film das wirklich wert ist, dass er gesehen wird. Und ich finde es toll, dass er eben nicht in der Versenkung verschwindet, weil er mir sehr gefällt. Ja, mir auch. Also ich habe den Film auch genossen, als wir den im Hardline sehen durften. Und ich habe mich vor allem darüber gefreut, dass ich ihn jetzt mal auf Deutsch sehen konnte, weil, sagen wir mal, das ein oder andere versteht man dann vielleicht dann doch falsch. So viel muss ich meinen Nicht-Englischkenntnissen oder meinen zu schwachen Englischkenntnissen zugestehen. Da gehe ich vielleicht dann gerne mal drauf ein. Also die Synchro, Hut ab, hat mir sehr gut getaugt. Ja, da schaut Pandastorm immer, dass Qualität abgeliefert wird. Also da braucht man uns nichts denken. Also da gibt's andere Kandidaten in der Branche, denen ist das scheißegal. Vielleicht spricht da noch einer 5 Rollen in einem Film oder was und die ist noch am Klo Ja. mit dem Mikrofon durch dir durch und so. Das ist, das kennst du einfach, wenn keine Liebe bei der Synchro dabei ist oder auch kein Geld. Weißt du, das ist natürlich einmal Geldsache. Aber Pandastorm sagt, ole, ole, die Kohle nehmen wir in die Hand, damit die Leute nichts zum Mosern haben. Und in dem Fall habe ich ja nichts zum Mosern. Na, null. Aber es gibt jetzt bestimmt den einen oder anderen, der fragt sich, ja verdammt, über was reden die denn? Um was geht's denn in Off-Season? Wer zum Teufel ist dieser Lovecraft? Nie von ihr gehört, oder? Genau, nie von ihr gehört. Ja, daher, Mike, um was geht's denn in Off-Season? Also in Off-Season geht es darum, dass die liebe Marie muss in die Stadt zurück, aus der ihre Mutter stammt, weil sie eine Nachricht kriegt, dass das Grab, jetzt weiß ich nicht, beschädigt, geschändet worden ist und sie soll sich doch bitte um diese Angelegenheit kümmern. Zu allem Überfluss ist halt auch so, dass die Mutter von der Marie in ihrem Dorf eigentlich nicht begraben werden wollte in dem Lone Palm Beach. Die Marie macht sich dann quasi auf in diese Ortschaft und möchte rausfinden, was da eben passiert ist mit diesem Grab von der Mutter. Und auf diese wird sie aber dann verwickelt in ganz seltsame Ereignisse und ganz seltsame Personen wollen ihr ans Leder. Genau. Genau. Ja. Und das Lone Palm
Beach oder Lone Palm Island ist halt eine Insel und sie kommt gerade mit ihrem Mo zu der Zeit, wo die Touristensaison endet und die sind gerade dabei, die Zugbrücke, oder es ist keine Zugbrücke, es ist eine normale Brücke, hochzufahren und sagen dann, ja, und erst im Frühjahr werden sie die Brücke wieder runterlassen. Sie handelt dann Genau. aus, dass sie ja nur schnell auf das Friedhofsgelände will, um das Grab zu begutachten und mit dem Friedhofsmeister zu reden. Aber sie hat nicht viel Zeit. Deswegen drängt sie da natürlich schnell hin und stellt dann fest, ja, geschändet wurde das Grab auf jeden Fall und wird aber dann aufgehalten und zwar durch mysteriöse Ereignisse. Und da könnte man vielleicht nur kurz erklären, wer diese Frau Lovecraft war. Dieser Herr Lovecraft, Ja. sogar H.P. Howard Phillips Lovecraft, der hat eine Geschichte geschrieben. Jetzt hätte ich nur mal nachschauen müssen wegen dem Datum, aber das ist schon unglaublich lang her. Und zwar heißt die Der Schatten über Innsmouth, The Shadow over Innsmouth. Das grobe Handlungsgerüst von der Story findet man mir in Off-Season wieder. Und ich würde fast behaupten, dass kein Film die letzten 30 Jahre das zusammengebracht hat, oder sagen wir 40 vielleicht sogar, weil ich beschließe eigentlich alle Lovecraft-Verfilmungen mit ein, außer vielleicht die Farbe vom Johann Wu, der wirklich diese Stimmung von den Lovecraft-Stories rüberbringen kann. Die Lovecraft-Stories sind ja immer sehr, sehr langsam, sehr, meistens auch nicht einmal so, dass es normale Geschichten sind, sondern sie sind in Briefform erzählt und so weiter, wo es halt auch recht schwer macht, diese Grusel auch filmisch rüberzubringen, der auch dann zu der Geschichte auch passt. Und das macht halt Off-Season oder der Mickey Keating mit Off-Season so ziemlich alles richtig. Du kennst die Geschichte gar nicht, oder? Oder bist du mit Lovecraft irgendwie vertraut? Ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, dass ich hauptsächlich schau, da fällt mir schon der Name nicht mehr ein, ich glaube irgendwie Tale of Cthulhu oder so, oder Das Spiel, ja. der Ruf des Cthulhu, ich weiß nicht mehr genau. Da habe ich so ein Spiel gespielt und sagen wir mal, da kommt ja auch sehr viel davon drin vor. Es basiert auch auf den Geschichten vom Lovecraft und da gibt es ja auch diverse Videospielumsetzungen, wo man eben merkt, okay, der Lovecraft hat eine blühende Fantasie gehabt. Ja. Ich finde auch, dass man da einiges an Parallelen in dem Film sieht, was ich aus den Spielen schon gehabt habe. Und sagen wir mal, kann ja auch sein, dass dieser Cthulhu, der ja so was ist denn das, ein Meeresgott oder so, oder Meeresungetüm, Ja, genau, hat ja vielleicht auch so eine kleine Rolle in dem Film, eventuell. eventuell. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, also die Erstveröffentlichung von Schatten über Innsmouth war im April 1936. Ah, da war ich noch jung. Schon, gell? Da bist, glaube ich, noch nicht mal im Sackel vor deinem Papa umeinander geschwommen. So alt ist die Geschichte schon. Da gab es ja meinen Pap noch nicht, ne? Ja, die Marie wird gespielt von der Jocelyn Donahue. Also ist jetzt nicht unbedingt so ein leichter Jocelyn Donahue. Genau, richtig. Das Sag ist ich ja. Hat keinen leichten Namen. Was? Und die macht aber ihren Job recht gut. Also die, finde ich, passt sehr gut in den Film rein. Und ich habe da auch ein paar Parallelen in dem Film erkannt zu Silent Hill. Also es Ja, stimmt. hätte er sehr gut da dazu reinpasst. Und es gibt da ein paar Szenen, da muss ich schon sagen, das ist schon meiner Meinung nach sehr großes Kino gewesen, als wir den auf der Leinwand gesehen haben. Und als wir uns für die Vorbereitung jetzt den Screener angeschaut haben von Pandastorm, habe ich mir schon gedacht, gerade diese Einstellungen am Strand und so, das ist schon echt gigantisch. Das ist schon echt richtig cool. Das stimmt. Ja, und vor allem, wo du auch Nebel sagst oder die Parallelen zu Silent Hill erzählst, also das mit dem Nebel ist ja auch Wahnsinn, weil wirklich alles Nebel verhangen ist und fast undurchdringbar und durchschaubar ist, wo es das Ganze unglaublich atmosphärisch macht. Und man kennt auch, dass da wirklich eine Nebelmaschine hergenommen worden ist. Vielleicht damit CGI unterstützt, keine Ahnung, aber man kennt, es kommt nicht nur aus dem Computer, wo es halt einfach das Ganze haptischer macht und ja, du das Grauen meinst manchmal direkt fühlen zum Kinder. Also das ist wirklich so cool intensiv gemacht. Und die Schauspielerin, eben diese Jocelyn Donahue, die kenne ich ja schon aus House of the Devil. Weiß nicht, kennst du den auch? Nein. Da spielt auch mit und ja, auch über jeden Zweifel haben. Die Dame schaut nicht nur fantastisch gut aus, sondern sie kann auch richtig gut schauspielern. Ersteres auf jeden Fall, zweiteres ja.
Passt. Und dann auch, wo du sagst, diese weiten Aufnahmen vom Strand und so, er hat auch unglaublich lange und langsame Kamerafahrten und auch lange, also wo man sagt, so direkte Plansequenzen, wo du sagst, ja wow, jetzt war schon minutenlang kein Schnitt mehr drin. Sowas finde ich auch immer ganz stark und freue mich immer, wenn mir sowas auffällt. Ich muss dann immer zurück, da sage ich jetzt meiner Frau, da schau hin, da ist kein Schnitt nicht drin. Ach, du wieder. Und dann schaut er sich es nochmal an und sagt, ja krass. Stimmt wirklich. Also da sind wirklich so phasenweise Passagen dabei, wo kein Schnitt drin ist. Finde ich immer schön. Das finde ich immer echt genial. Deswegen habe ich ja das mit dem Strand hervorgehoben. Da kann ich auch gerne mal spoilern, das wird mein Top aus dem Film. Mhm. Das ist so eine geile Szene, die, wie du schon sagst, ohne Schnitt 2 oder 3 Minuten lang geht, wo man sieht, wie sie langsam auf die Kamera zugeht. Also sie sucht in dem Moment ihren Mo, dann dreht sie die Kamera, nur bevor sie praktisch ankommt, und man sieht dann in der Ferne ihren Mann und der geht dann so rechts weg, also wieder in Richtung Insel, und sie bleibt dann auch kurz stehen und geht dann nur so hinterher. Und ich weiß nicht, ich finde sowas immer echt richtig genial, weil normalerweise denkt man sich ja dann, okay, die geht jetzt da hier und dann wird wahrscheinlich Schnitt gemacht, dann baut die ganze Mannschaft ihr Set um Aha, auf andere Seiten und die dran sich halt dann da einfach, und das finde ich schon mal echt geil. Ja. Und dann kommt mit den Entfernungen, finde ich super. Wahrscheinlich ist alles animiert, was ich gerade beschreibe. Wahrscheinlich. Aber CGI ist teuer. Ach so, ja. Ansonsten, was den Film ja nur ausmacht, sind die ganzen Charaktere, die auf der Insel leben, die ja auch echt einen teilweise richtig mysteriösen und eben angsteinflößenden Eindruck machen. Gerade wo es da in den Pub reinkämmern, wo sie ja dann auch alle erstmal total strange verhalten, als sie durch die Tür gehen. Also von außen Ja, voll creepy. alle tanzen da drin, oder nicht alle, einer tanzt und eine spielt am Klavier, die anderen unterhalten sie und ratschen und sie gehen rein und Stille. Es wird aufgehört zum Spulen, alle schauen woanders an. Es ist mir vorgekommen, wie ich das erste Mal in den Pub eingegangen bin in Simbach. Ja, Fremder, wir wollen da keine Fremde. Kani, wie hast du denn da angeschleppt? Wie ist denn der Hofname? Ja, genau. Staubing, das ist ja ewig weit weg. Ja, kenn ich die fahren nur 20 Kilometer vom Geiaussee. Ach ja, schön. Wir die Leute in unserem, bei Off-Season schon, Ja. ja. Das passt wieder alles zusammen. Diese kleinen Dörfler, Kleinstädtler. Unfassbar. Der Genpool ist seicht, Oh Gott. Der Richard Brake spielt mit, den muss man da natürlich auch erwähnen. Er spielt nämlich den Brückenhüter, so habe ich den jetzt gerade getauft. Zumindest ist er in die Credits auch einfach nur als The Bridge Man aufgeführt. Ja. Und wer auch noch einen guten Job macht, ist die Schauspielerin von der Mutter von der Marie, die Ava Aldridge, die in dem Film eine Schauspielerin, eine berühmte, verkörpert und die aber eben so, je älter sie wird, umso seniler wird. Und der einzig klare Gedanke war dann quasi, sie will auf gar keinen Fall auf dieser Lone Palm Island begraben werden, wo sie aber herstammt. Und im Film erfährt man eben, warum sie dann da doch am Ende begraben wurde. Genau. Ja. Aber ich glaube, spoilern müssen wir jetzt nicht. Also wir müssen jetzt nicht unbedingt alles verraten, weil eigentlich, du sagst es ja auch schon, erst 2021 rausgekommen, endlich gibt es ihn dann zu kaufen und wahrscheinlich dann auch im Stream. Deswegen wollen wir eigentlich da den Spaß nicht nehmen. Jetzt streicht der Mike gerade mehrere Notizen durch. Nein, ich hätte sogar genaue Daten sogar schon, ja. Weil ab 14. April gibt es da digital zum Kaufen und leihen, glaube ich auch. Und ab 28. April kriegt man für die physisch Media-Fetischisten eine DVD und eine Blu-ray. Also schmiert euch auf alle Fälle am 28. April an und kauft euch das Ding, weil es wert ist. Und du hast ja die Blu-ray selbstverfreilich schon vorbestellt. Ja, aber hallo, das darfst du glauben. Na, also wirklich, ich bin vor dem Ding restlos begeistert. Ich bin ja jetzt schon Angst, wenn du jetzt dann sagst mit unseren Tops und Flops, weil ich tue mich mit den Flops unglaublich hart, weil ich wirklich so verliebt in diesen Film bin. Also diese Stimmung ist unglaublich. Die Sets, der Friedhof, die Brücken, der Strand, der Wald, die ganze Stadt, also unfassbar gut in Szene gesetzt. Und die Atmosphäre, die ist echt,
die kannst du mit dem Messer schneiden. Diese überall ist Nebel, Donner, Regen, der macht die einfach nur fertig, der Film. Und dann noch diese permanente Hatz, die Marie immer verfolgt wird und immer Angst haben muss. Und dann auch noch diese Einwohner, die dann sich auch ein bisschen verändern. Da mag ich jetzt nicht sogar zu stark spoilern, aber das geht durch und durch. Und diese Szenen hören teilweise nicht auf und die bohren sich so richtig in dein Hirn. Der verlässt sich nicht auf Jumpscares, sondern lässt bestimmte Szenen einfach wirken. Und kostet das aus, dass du schon richtig in die Hosen scheißt. Es ist einfach schön. Wenn man dir zuhört, dann denkt man, ja, eigentlich hat er recht, gell? Mir hat der einfach nur gefallen. Ich muss sagen, ich war sehr gut unterhalten. Meine Frau hat es geschafft, dass sie zur Schlussszene, also zu der Schlüsselszene, wo du und ich wahrscheinlich beim zweiten Mal sichten, die ganze Zeit Trafikfieber haben, jetzt ja, natürlich. Weil ist sie einfach aufgestanden und hat in der Küche irgendwas gemacht. Dann kommt er nach 2 Minuten wieder. Ich hab sie extra gefragt, du, soll ich anhalten? Nein. Ja, und dann ist der Film geworden, ja, und was war jetzt da das ist so gruselig? Da sag ich mir, ach Gott. Was ist denn los mit dir so? Ja. Hat sie es noch verheiratet jetzt? Ja. Ja, Schon. aber es ist schwierig ab jetzt, oder? Es ist jetzt so Seitdem ist es nicht mehr das Gleiche, aber ja, ich glaube, es tut mir so leid. Da gibt es andere Vorteile. Man muss aber vielleicht nur sagen, du warst da damals, wo wir uns den im Kino angeschaut haben, danach total begeistert. Also da waren einige, die haben diese Parallelen auch gesehen zum Lovecraft, haben aber dann auch gesagt, hat einer eigentlich jetzt nicht so gefallen und hätten sie jetzt was anderes erwartet und so langsam und es zirkt sie alles. Aber Mike war Feuer und Flamme, also das hast du dir nicht nehmen lassen, was der Mr. Keating da abgeliefert hat. Überhaupt nicht. Vor allem, ich finde da keine lange Stelle drin. Also der ist wirklich kurz und knapp. Ich glaube, ich habe mir das aufgeschrieben, 1 Stunde und 23 Minuten geht er. Also der ist wirklich, da ist kein Gramm Fett dran. Und wirklich in allen Szenen, wo man sagt, ja okay, auf was läuft's denn jetzt hinaus? Dieser Payoff, der dann auch trotzdem noch kommt, das Timing, das Pacing von dem Film ist hervorragend. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da sie so weit aus dem Fenster lehnt und sagt, man hat jetzt da eine langweilige Zeit mit dem Film gehabt. Da muss man sagen, hat man vielleicht auch mit Lovecraft und der Erzählweise ein Problem, weil das halt jetzt super schön eingefangen worden ist. Und es darf halt auch mal zwischen dem ganzen Krach, Bumm und Bang und Smile und hin und her, oder? Fangen wir wieder mal mit Smile-Vergleiche an. Der mag der Corby gern. Darfst du auch mal ein bisschen ruhiger sein, oder? Ja, weil Smile ist ja echt total auftrat. Smile ist gar nicht auftrat. Smile ist auch langweilig. Okay, was hast du auch? Nein, aber jetzt halt allein schon von der Musik her. Ich sag jetzt mal, der Off-Season bezogen, sondern weil du gesagt hast, so viel Krach und Bumm, das ist jetzt bei aber wir reden jetzt nicht über Smile. Da machen wir vielleicht irgendwann nochmal eine extra Folge. Am besten Off-Season versus Smile. Genau, Off-Season versus Smile. Nein, das ist nicht die gleiche Kategorie. Nein, ich wollte eigentlich gerade noch sagen, auch wegen der Musik, weil man eben, ich finde die Musik unglaublich, weil die hört sich manchmal auch wie so ein Klagegesang im Hintergrund so. Und das ist, sowas finde ich immer total gruselig, wie zum Beispiel auch der Soundtrack von Das Omen oder so. Wenn immer Leute oder Chöre im Hintergrund sind und da in dem Fall, da ist irgendwie so ein Wimmern oder so ein Klagen und das fand ich unglaublich gruselig. Ja. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Das geht so richtig unter die Haut. Da habe ich so ein bisschen diese Sirenenvergleiche gezogen zu Silent Hill. Ja, richtig, sehr gut. Ja, genau. Und am Anfang, ich weiß nicht, das erste Lied, das kommt, wenn der Film losgeht, da habe ich dann bei Shazam bedienen müssen, weil ich das Lied kenne, schon in 1000 Filme oder Serien oder irgendwo gehört habe und aber nie gewusst habe, wo ich es hinter muss. Das The Carnival of the Animals. Und das Lied heißt Aquarium. Also ist ganz komisch von so einem Symphonieorchester und passt da hervorragend schon zur Einstimmung dazu. Und also nochmal, der Anfang, also zumindest finde ich, der Anfang versucht ein bisschen von der Stimmung nur abzulenken. Also das passt eigentlich gar nicht zum Rest vom Film. Ja, stimmt. Ja. Aber zu was es halt passt, ist der Titel mit dem Off-Season, weil man ja dann natürlich erst sieht, okay, da sind irgendwelche Leute am Strand und verbringen da die Zeit ihres Lebens. Und dann geht es im restlichen Film gar nicht mehr um das. Stimmt, weil die Urlaubsatmosphäre, die geht dann ganz schnell am Bauch runter. Was ich jetzt gerade ein bisschen strange finde, ist, weil ich habe immer nebenbei, wenn wir über Off-Season reden, die Wikipedia-Seiten da und sowohl auf der deutschen als auch auf der englischen habe ich jetzt
zumindest zum Zeitpunkt unserer Aufnahme gar nichts gelesen, dass das auf Lovecraft irgendwie beruht. Hast du das nochmal irgendwo verifiziert? Na, also das ist, wahrscheinlich ist das auch wieder so eine rechte Geschichte, wenn du sagst, das basiert auf und was weiß ich. Aber es ist einfach, wenn du diese Geschichte, lest die Geschichte oder hör dir das Hörbuch Ja, an. nein, ich meine, das ist ja offensichtlich. Also es ist ja, Es ist wirklich offensichtlich, ja. ohne eben jetzt zu spoilern, merkt man da schon die offensichtlichen Züge. Und ich habe es jetzt einfach nur ein bisschen komisch gefunden, weil ich gehofft habe, ob da vielleicht auch die Jahreszahl mit dabei steht, in der die Geschichte, wie heißt der Schatten von Innsmouth, Über Innsmouth. über Innsmouth, Entschuldigung, wann das praktisch rausgekommen ist. Aber habe dann bemerkt, okay, da steht eigentlich gar nichts dazu. Schon interessant. Okay. Ich glaube, dass das eine rechte Geschichte ist, weil es ist ja, gibt es ja Lovecraft Society und was weiß ich, und die schauen halt dann auch, meine ich, die wird das Werk vom Lovecraft verwaltet, sage ich jetzt einmal. Da ja, ich glaube, ich habe das einmal gelesen, dass der Name Lovecraft, glaube ich, mit ihm ausgestorben ist. Wenn mich nicht alles täuscht. Also wenn er da draußen ist, der Lovecraft heißt, der soll sich bei uns melden, bitte, dann werde ich das in irgendeiner Walleck-Folge revidieren. Aber ich habe das einmal gelesen und ich kann mir vorstellen, dass da diese rechte Geschichte ist, wenn du sagst, das ist based on H.P. Lovecraft, dass dann schon wieder einer Tent aufhält. Ja, ich glaube, dass dieses Budget halt der Mickey Keating auch nicht gehabt hat. Oder das Budget wahrscheinlich schon ausgeschöpft hat. Aber bei Wikipedia kann man ja zumindest, weil das ist ja freie Seiten, kann man einfach dazu schreiben, okay, nicht unbedingt, dass er offiziell auf dem basiert, aber dass es halt diese Parallelen gibt. Naja, egal. Ja gut, traust du denn jetzt schon zu den Tops und Flops? Ja, ich trau mich. Dann sagen wir oh. Mein absoluter Top ist, dass endlich wieder mal ein Film zusammengebracht hat, dass er eine richtige Southern Gothic Atmosphäre kreiert. Einer von den wegweisenden Filmen in der Richtung ist für mich The Beyond, die Geisterstadt der Zombies von Lucio Fulci. Wer eben den Off-Season anschaut und diesen Fulci-Film kennt, der wird sagen, oh ja, der weiß genau, was ich meine. Also diese Atmosphäre, ich liebe es. Ich liebe es. Auch zwischen die Palmen, diese Florida Sumpfatmosphäre mit dem Nebel und den schiefen Grabsteine und ja, der Film, der nimmt mir einfach in den Arm und sagt, wow, komm her, machen wir sonst gemütlich. Ja, ich lieb's. Was die mit dir machen? Ja, die nehmen mir. Also ich bin da richtig drin. Ich liebe einfach Filme, Corby. Okay. Ich liebe Filme. Und vor allem Filme, die mir so umgarnen wie der. Das gefällt mir sehr gut, diese Southern Gothic Atmosphäre. Und wo es mir nicht gefällt, mir ist jetzt kurz. Mir ist er einfach zu kurz. Also diese 1 Stunde, 23 Minuten, da kommt der Abspann, der kommt auch noch weg. Also für mich hat das ruhig noch ein wenig länger dauern können, ein paar Szenen ein wenig ausführlicher von mir aus, ein bisschen mehr Gegröße, wenn ich jetzt sage, jetzt ich blöd, weil ich möchte nicht blutiger, aber er darf vielleicht ein wenig zeigungsfreudiger sein in ein paar Details, aber sonst ist das für mich rundum ein hübsch perfekter Film. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr schön. Jetzt habe ich was Schlechtes sogar in was Gutes einpackelt, gell? Das kann ich. Wie schaut's bei dir aus, Corby? Haus aussehen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, top ist das mit diesen Einstellungen, oh Gott, das am Strand, das ist meine Lieblingsszene. Es gibt aber auch ganz viele Szenen, die feier, also diese besagte Pub-Szene, wo es dann da reingehen und dann auf einmal hören alle auf und schauen dann so. Es gibt da später nur mehr eine Szene, da gehen es nur mehr rein und dann frieren theoretisch, glaube ich, alle irgendwie ein. Und das hat mir auch taugt. Also sowas mag ich. Es gibt ganz viele Szenenbilder, gerade bei der Brücke und so, die kommen wahnsinnig cool rüber, schaut toll aus. Das bringt die halt in diese Welt mit rein vom Lovecraft und das hat mir ja total taugt. Flop, also ich muss dazu stimmen, Flop ist vielleicht ein bisschen zu ungnädig für den Film, weil so hat er wirklich gar keine richtigen Tiefen. Ich muss aber sagen, mir hätte jetzt nicht länger dauern dürfen. Ich drehe es jetzt noch um. Also hättest du jetzt ein paar Minuten rausgenommen, dann hättest du wahrscheinlich so einen richtig, richtig geilen Horror-Kurzfilm. Oder so eine Black Mirror Folge. Ja, so in der Länge von einer Black Mirror Folge, aber so, es passt ja natürlich nicht wirklich da rein. Aber so, wenn du jetzt die Winchesters da hinschickst, so gute 45 Minuten Off-Season-Folge mit dem Sam und dem Dean. Jetzt tust du ihm aber unrecht. 45 Minuten, der hau doch ab.
Genau, die treffen dann auf Mary. Ja. Stark. Ja, ey, ich finde schon, er hat ein paar Längen, aber Okay. da muss man halt einfach drauf stehen. Also mir hat es gefallen, aber ich verstehe das jetzt, wenn jetzt zum Beispiel meine Frau sagt, ja okay, jetzt das mit dem Strand, das ist doch jetzt einfach nur der Gezirge oder wo sie ja da mit dem Auto fahren, auf einmal ist die Straße weg, nach vorne, nach hinten. Das, ja, Voll gruselig, was setzt die da ein? Das ist ein ja, Wahnsinn. ich fand es auch gruselig und sie denkt sich jetzt, Wahnsinn. das ist so ein Blödsinn. Was ist mit deiner Frau los? Nö. Wahnsinn. Ich glaube, da Ich ist sie vielleicht flipp nicht aus. unbedingt die Einzige. Also, man muss schon sagen, für Horrorfans ist der Film auf jeden Fall was. Und Horrorfilme, die auf atmosphärische Bilder stehen, da ist es eine absolute Empfehlung. Ja. Und wer aber einen Jumpscare Holocaust erwartet, der wird bitte enttäuscht. Ja, also das haben wir an der Stelle nicht. Das spielt eher mit dieser angsteinflößenden Atmosphäre. Genau. Wie schaut es mit unseren 3 Ts aus? Da meine ich es echt mager, gell? Ja, eigentlich wären wir komplett enttäuscht. Also, ich Ja. habe keine Titten gesehen, Na, Trompeten auch nicht. überhaupt nicht. Tote Tiere Nicht wirklich, na. auch nicht. Na. Das eine Viech zum Schluss aus ist kein Tier, oder? Na. Na dann. Na. Irgendwo müssen wir Abstriche machen und wenn es nicht ein weltliches Tier ist, dann ist keins. Okay, na gut. Ja, Na. vielleicht beim nächsten Film. Pandas, dann probiert es nochmal. Haut einen Film aus mit 3 Ts. Ach so, ich hätte jetzt eher diesen Aufruf in Richtung Mickey Keating gemacht. Mickey Keating. Ja, machen wir es so. Ja, weil Beide alle sollen schauen, dass 3 Ts im Film sind, wie es alles da geht. kann ja Pandastorm nichts dafür. Das stimmt. Na, ansonsten freue ich mich auch schon auf die Veröffentlichung. Ich werde mir den wahrscheinlich auch noch in meine Filmsammlung reinholen. Sehr schön. Ich habe jetzt gelernt, dass man Jocelyn wie Donahue. Donahue, ja, wie man sie ausspricht. Ja. Hier nochmal natürlich, es tut mir leid, dass ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Und, Mach doch nichts. ja, Ralf Finney. dir mach macht doch das nichts, nix. aber sie muss mit dem Namen leben. Aber sie beruhigt die, ich glaube, sie hört unseren Podcast nicht und sagt dann, ey, was ist denn mit dem los? Achso. Okay, dann nehme ich alles zurück. Ich entschuldige mich doch da nicht. Tu es nicht. Also nochmal, 14. April kommt Off-Season digital raus und am 28. April auf DVD und Blu-ray über Pandastorm. Ab in den Einkaufswagen, bestellt euch irgendwo vor und holt euch dann am Freitag, wenn er dann rauskommt, am 28. und habt Spaß. Und wenn ihr noch gesehen habt, haut uns vielleicht auch einmal in die Kommentare eure Meinung rein. Egal was für eine, ob gut oder schlecht, wir können mit allem leben. Genau. Richtig. Und wenn ihr eh gerade schon in Kauflaune seid, dann macht gerne einen Abstecher auf Steady. Macht das höchste Abo, das gibt. Sehr gute Überleitung. Kauft es gleich noch für die Freundin, für die Oma und für den Papei. Und ansonsten, ja, habt ganz viel Spaß mit unserem Podcast. Ja. Es ist vielleicht ein wenig spät für Ostern, dass man sagt, das verschenkt ein Steady-Abo, aber im Nachhinein, wenn ich nicht bei Grantig auf euch ist, weil ihr es noch vergessen habt zu Ostern, dann wisst ihr es jetzt. Kauft einer ein Steady-Abo und dann haben sie voll Ja, glücklich. man muss aber sagen, also für Menschen, die man wirklich gern hat, gibt es denn da überhaupt die richtige oder die falsche Zeit, Geschenke zu schenken? Das stimmt, man, jetzt kannst du eigentlich immer was herschenken von uns. Richtig, genau. Eine Tasse oder Babylatzerl. Babylatzerl übrigens super. Ich habe ein Lob gekriegt, ich habe eins hergeschenkt, das ist ein Latzerl, und die haben gesagt, das ist ein ganz gutes, weil das so ein langes Schnirl hat und das kann man so gut drum binden, um die Hälse der Kinder, dass ja kein Dreck in Häuser läuft. Also wir haben die ganz guten Latzerl. Ja, wow. Ich habe bis jetzt auch nur kurz gehört über unsere T-Shirts, also die Leute sind begeistert. Also von dem her, wer noch kein T-Shirt hat und uns gern hört, dann schreibt es uns an, wir bestellen gern eins für euch mit. Das dürft ihr natürlich dann auch zahlen. Aber Natürlich. ansonsten bleibt ja auf unsere sozialen Medien und schaut da immer wieder, weil ab und zu verlosen wir ja einmal was. Jetzt unter anderem vielleicht über das ein oder andere Event beim Cineplex. Und ja, wir freuen uns auf euch. Auf jeden Fall. Und schaut bei Pandastorm vorbei. Die haben digital ganz fake coole Filme. Zum Beispiel jetzt Deep Star 6 haben sie jetzt und den absoluten Gruselklassiker The Changeling, das Grauen.
schaut bei denen auch mal vorbei. Die haben gute Ware. Und an unsere Freunde von Pandastorm, macht Werbung zu Viva la Illusion. Das war jetzt voll, ja bitte, dort sind für uns was, bitte. Bitte macht's Werbung für uns. Ja, ich wollte ganz so kriechen daherkommen. Das war jetzt voll taktlos. Ja, sorry. Na dann, Mike, ich glaube, das war's, oder? Da haben wir eigentlich Ja, nicht mehr das zu war's. sagen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Oder vor Lovecraft County. Oder vor der Frau Lovecraft Country. Genau. Also bis demnächst in Lone Palm Beach. Adieu. Servus.